herzliches Hallo. Heute geht es um das Thema, warum es so wichtig ist, das innere Kind auszuheilen. Mein Name ist Pierina Steiner, Mutmacherin und Chancencoach von Speedflow Coaching. In der heutigen Folge möchte ich dir zeigen, warum es so wichtig ist, dein innere Kind auszuheilen und was es damit zu tun hat, mit deiner innerlichen Stärke, mit der Widerstandsfähigkeit, einfach, dass du besser Herausforderungen meistern und auch die Höhen und Tiefen im Leben. Denn ob du das innere Kind wirklich ausgeheilt hast oder eben nicht, hat einen starken Einfluss im Fall auf dein ganze Leben und in allen Lebensbereichen und sogar auch noch auf deine Gefühle. Warum greife ich heute das Thema aus? Weil viele gar nicht wissen, dass das innere Kind uns wirklich ein Leben lang begleitet. Das innere Kind symbolisiert in unserem Hirn gespeicherte Gefühle, Erinnerungen, Erfahrungen aus der Kindheit. Es ist deine innere Erlebniswelt. Dazu gehören vor allem Gefühle, die wir haben wie Wut, Traurigkeit, Glück, Freude, Neugier, Intuition, Ängste, auch Verlassenheitsangst und so weiter. Jeder Mensch trägt das innere Kind in sich, völlig egal wie alt er ist. Viele haben leider den Kontakt zum inneren Kind verloren oder ganz unbewusst einfach abgebrochen. Das hat zur Folge, dass es uns ein Leben lang einschränken kann, in ganz diversen Bereichen und auch gesundheitliche Auswirkungen kann haben, wie psychosomatische Beschwerden. Wenn das innere Kind nie wirklich in der Tiefe ausgeheilt wurde, dann kann es sein, dass du dich vielleicht manchmal so unzulänglich fühlst, dass dir manchmal einfach auch am Selbstbewusstsein mangelt, dass du, obwohl du unter Leuten bist, du dich vielleicht einfach einsam fühlst, dass du die Sachen nicht getraust, vielleicht einfach aus Angst zu versagen. Oder es kann auch sein, dass du Angst hast. Die Liste wird sich noch unendlich ergänzen und verlängern. Es geht mir einfach darum, dass du erkennst, dass dein innere Kind einen Zusammenhang mit all deinen negativen und positiven Gefühlen hat und auf alle Lebensbereiche wirkt. Bevor ich aber näher auf das innere Kind eingehe, erkläre ich dir am besten gerade von 2 Kundenbeispielen, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man das innere Kind ausheilt oder respektive eben nicht ausheilt. Ein Herr ist zu mir gekommen, weil die Ärzte einfach nicht mehr weiter gewusst und seine damalige Freundin mir empfohlen hat. Er hat mir erzählt von Schmerzen im Oberarm, respektive auch im Schulterbereich, die immer ganz massiv auftreten. Er war bei ganz vielen Ärzten, bei Spezialisten, hatte Untersuchungen gehabt, aber all das hat kein Resultat gebracht. Laut Ärzten sei alles okay und die Schmerzen seien absolut nicht erklärlich, somit psychosomatischer Natur. Er hat mir von seiner Kindheit erzählt, dass er auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, mit sehr, sehr strengen Eltern, wo Schläge absolut zur Erziehung dazugehört haben. Und er könnte sich auch nicht erinnern, dass irgendetwas Spezielles passiert sei, das ihn geprägt hat oder eine Auswirkung noch haben könnte. Im Gespräch habe ich dann herausgefunden, dass die Schmerzen akut werden, immer dann, wenn er auf irgendeine Art und Weise unter Druck ist, muss Leistung bringen oder wenn er sich an einem Ort beweisen muss. Wir haben einen 2. Termin vereinbart, wo wir dann intensiv an den Kern des Problems gegangen, somit mit einer analytischen, aufdeckenden und ausheilenden Hypnose mit dem inneren Kind gearbeitet haben. Und der Hypnose ist dann ganz schnell zum Vorschein gekommen,
was tatsächlich der Auslöser war und gäng noch ist und vor allem die Ursache für die immer wieder auftretenden Schmerzen im Arm. Es war ein Ereignis, das er unbewusst in seinem ganzen Leben verdrängt hat und sich auch nicht daran erinnern konnte. Aber in der Hypnose ist das eben vorgekommen. Wie ich schon erwähnt habe, ist er auf einem Bauernhof aufgewachsen mit vielen Geschwistern, sehr strengen Eltern. Er war der kleinste, der jüngste. Und an einem schönen Sommertag sind alle aufs Feld gegangen, um zu helfen. Und er als Kleinster durfte nicht mitkommen, musste auf dem Bauernhof zurückbleiben. Er war dort irgendwo zwischen 5 und 6-jährig. Und er hat dann immer gehört, das kannst du nicht, da bist du zu klein, zu dem bist du nicht fähig, das geht sowieso nicht und eben nicht selten hat es auch Schläge gegeben. Immer wieder haben ihm die Eltern ganz, ganz fest eingebläut, dass er nicht auf den Heuboden rauf darf, dort, wo das Heu für die Kühe oben runtergeschossen wird, wo das Loch im Boden innen ist. Und wie es so als Kind ist, was man nicht darf, das ist natürlich besonders interessant und vor allem, wenn man allein daheim ist und die Eltern nicht rum waren. Und genau das hat er gemacht. Als kleiner Knirps ist er auf den Heuboden hochgeklettert an diesem Tag und ist genau dort durch das Loch runtergefallen. Und genau auf den Arm, der ihm so Schmerzen bereitet hat, das Leben lang. Da die Eltern eben auch geschlagen haben, hat er sich als Kleiner nicht getraut, etwas zu sagen und war einfach mit diesen Schmerzen gewesen. In ihm hat sich das eingeprägt, jedoch mit einer Koppelung, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug. Und jedes Mal, wenn er unter Druck gestanden ist, sind auch die Schmerzen und das Gefühl wieder hochgekommen. Als wir das Ereignis aufgedeckt hatten, haben wir auch seiner Kinder in der Hypnose ausgeheilt. 3 Wochen später haben wir den letzten Termin gehabt, somit die 3. Sitzung, um das innere Kind noch zu festigen. Er hat mir erzählt, dass er auch unter grösstem Druck keine Schmerzen mehr hat und die nie mehr auftaucht. Dass er viel selbstbewusster ist geworden, viel selbstsicherer durchs Leben geht und ein grosses Stück Lebensqualität gewonnen hat. Ich habe mich riesig gefreut für ihn, denn er hat mir auch mitgeteilt, dass, wenn seine Freundin ihm nicht den Tipp hat gegeben, dass er zu mir kommen soll und das unter Hypnose ausheilen, wäre er niemals in eine Hypnosesitzung gegangen, um das Problem anzugehen, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass das etwas helfen könnte. Ein anderer kommt, der von aussen gesehen sehr erfolgreich ist, mit einer grossen Firma. Vielen Mitarbeitern ist zu mir gekommen, weil er trotz seinem Erfolg im Aussen innerlich immer wieder ein Problem hatte mit seinem Selbstbewusstsein. Und er hat sich manchmal, obwohl er Erfolg hatte, einfach als nicht genügend, unzulänglich gefühlt, nicht beachtenswert und nicht liebenswert. Auch er hat sich im Gespräch gar nicht erinnern, dass irgendetwas extrem Prägendes in der Kindheit passiert ist. Im Gegenteil, er hat sehr tolle Eltern gehabt, ist behütet aufgewachsen, hat ein gutes Verhältnis zu den Eltern gehabt und auch zu seinen Geschwistern. Also haben wir mit ihm eine analytische, aufdeckende und ausheilende Hypnose gemacht. Dort ist er rausgekommen unter der Hypnose. Als er 4-jährig war, ist sein Bruder auf die Welt gekommen. Sein Vater hat ihn mitgenommen ins Spital und dann waren noch ein bisschen andere Zeiten. Der Kleine ist zur Tür gegangen, wo die Mutter drin war im Zimmer. Ist reingegangen, wollte zu der Mutter springen. Die Mutter wollte ihm den Kleinen in die Arme geben. Und dann ist die Tür aufgegangen
und die ganze Verwandtschaft ist in das Zimmer gestürmt, das sehr gross war. Der Kleine ist wie auf die Seite gedrängt worden und er hat sich nachher gesehen im Spitalzimmer im Ecke. Und dann sind die Gefühle aufgekommen, mich hat niemand mehr lieb, mich beachtet niemand mehr, mich will niemand mehr haben. Das sind Gefühle, die er abgespeichert hat und ihn unbewusst das ganze Leben lang geprägt haben. Kurz und gut, wir haben es in einer Kind ausgeheilt. Er ist heute selbstbewusst, glücklich, hat eine neue Lebensqualität. Seine Worte vom letzten Gespräch, die bleiben mir in Erinnerung. Aus so einem Quatsch hat mich ein Leben lang belastet und eingeschränkt. Er ist heute 54 und hat gesagt, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht, mein innerer Kind wirklich ausgeheilt. Fakt ist einfach, viele Menschen wissen gar nicht, dass das innere Kind sie immer begleitet und für ihre Gefühle, ihre Ängste, für den Mut und vieles mehr mitverantwortlich und maßgebend ist. An diesem Beispiel ist gut zu erkennen, es muss nicht immer etwas ganz Schreckliches in der Kindheit passiert sein. Es kann einfach sein, und das kommt sehr, sehr oft vor, dass etwas in eine falsche Schublade abgelegt wird und dann bleibt es halt einfach dort ein ganzes Leben lang. Viele wissen auch gar nicht, dass im Alter von der Geburt bis ca. 5-6-jährig alles ohne jeglichen Filter ins Unterbewusstsein geht. Und das ist genau die Zeit, wo die entscheidenden Prägungen passiert sind. Ganz vielfach können sich aber die Leute gar nicht mehr an diese Zeit erinnern oder wissen auch gar nicht, was sie dort so enorm geprägt hat. Ich sehe es immer wieder in meiner Praxis. Kunden erzählen mir von schrecklichen Ereignissen, die sie in ihrem Leben hatten und wo sie 100%ig überzeugt sind, dass sie die geprägt hat. Ganz oft erlebe ich aber, dass es genau nicht die Erlebnisse sind, die sie geprägt haben, sondern vor der Geburt bis 6-jährig aus der Kindheit, die nachher sich wie aneinandergereiht haben und das schreckliche Ereignis war vielleicht nur noch die Spitze dazu gewesen. Der Ursprung für Blockaden, das nicht weiterkommen im Leben, in immer den gleichen Situationen feststecken, Ängste und ganz vieles mehr, haben immer auch einen Zusammenhang mit unserem inneren Kind. Ob du es fühlst oder nicht, spielt keine Rolle. Jeder Mensch, auch du trägst das innere Kind in dir. Ob du mit ihm Kontakt hast, ob es ausgeheilt ist, ob du den Kontakt zum inneren Kind abgebrochen hast, bewusst oder unbewusst, es prägt dein ganzes Leben. Einige haben den Kontakt zum inneren Kind abgebrochen, weil sie seelische Verletzungen und schmerzhafte Erfahrungen in der Kindheit hatten. Das ist meistens ganz unbewusst passiert. Doch je mehr du dich vom inneren Kind abspaltest und es aus deinem Bewusstsein verbannst und verdrängst, desto mehr leidest du in ganz vielen Lebensbereichen. Wenn du dich also unbewusst oder bewusst von deinem inneren Kind getrennt hast, dann versuchst du dich von schmerzhaften Gefühlen, die du als Kind erlebt hast, abzuschirmen. Und das ist wie bei einem Film, der rausgeschnitten wird. Nur tief unten wirken die Prägungen, die Erlebnisse, die schmerzhaften Gefühle genau gleich weiter. Und durch das kannst du nicht wirklich intensiv, losgelöst, ungehemmt die positiven Gefühle erleben. Wir könnten auch so sagen, du laufst mit angezogener Handbremse durchs Leben. Die Handbremse kann eine innere Leere sein, eine Isolation, sich ungeliebt fühlen, eine innere Einsamkeit, dass eine echte Verbindung zu anderen Menschen vielleicht nicht möglich ist. Wenn das innere Kind nicht frei ist, geliebt und geachtet wird,
dann kommt es oft vor, dass man sich den anderen anpasst, denen ihre Erwartungen erfüllt und die eigenen Wünsche, Träume und Gefühle unterdrückt. Diese innere Kind wieder an die Hand zu nehmen, ist wie eine tiefe Erlösung, Erleichterung, ein fast unbeschreibliches, wunderschönes Gefühl. So beschreiben es auch meine Kunden. Sie sagen ganz viel, das ist so ein schönes Gefühl, das ihnen auftaucht, dass sie es gar nicht recht beschreiben können. Und dann passiert es nicht selten, weil die Gefühle sie so überwältigen, dass sie mich fragen, darf ich die einfach mal knuddeln? Ja klar, ich fühle dann immer, wie sehr die Leute in diesem Moment berührt sind, ab ihren eigenen Gefühlen, die da entstanden sind. Denn ich nehme energetisch sehr viel wahr, gerade das, was immer auch in diesen Momenten abläuft. Und für viele ist das so das Gefühl, als würde sich der Himmel öffnen und etwas ganz Neues, etwas Wunderbares in ihnen innen entstehen. Einige wollen das innere Kind ausheilen, aber sie getrauen sich nicht aus Angst, vielleicht von den eigenen Gefühlen. Sie erkennen nicht, dass es um ein befreites Leben geht, positive Gefühle zu erleben, etwas Wunderschönes, das sie beflügelt im Leben. Was wichtig ist, niemand anderes als du selber kannst dein innere Kind ausheilen. Du kannst es nicht jemandem anderes auf den Schoss setzen, um es auszuheilen. Es geht hier um die Liebe, die Anerkennung, die Wertschätzung zu dir selber. Nur du selber kannst das mit Hilfe von einem guten, professionellen Hypnotiseur, der analytisch, aufdeckend und ausheilende Hypnosen anwendet. Wichtig ist, mit einer Standardhypnose, also einer rein suggestiven Hypnose, wird das innere Kind nicht ausgeheilt. Ich höre auch oft von Kunden, dass sie schon einmal beim Hypnotiseur waren, um das innere Kind auszuheilen. Und dann hat der Hypnotiseur bestimmt, dass jetzt zum Beispiel an dieser Sitzung das Thema Mutter, an der nächsten Sitzung das Thema Vater und so weiter drankommt. Und das Ganze hat dann irgendwo geendet in zahlreichen Sitzungen. Eine analytische, aufdeckende, ausheilende, seriöse Hypnose ist mit 3 Sitzungen erledigt. Und nie, aber wirklich nie, wird ein guter Hypnotiseur bestimmen, was im Unterbewusstsein der Reihe nach ausgeheilt wird. Denn in einer guten analytischen Sitzung zeigt das Unterbewusstsein ganz genau das, was ausgeheilt werden muss, und bringt auch ganz genau das, was belastend hervor. Und das kann der Hypnotiseur nie wissen, was es wirklich ist zum Vornherein. Schau das einfach als kleinen Tipp von mir an, bevor du irgendwo zahlreiche Hypnosesitzungen machst und unnötiges Geld ausgibst. Im Internet gibt es auch zahlreiche Meditationen dazu. Es gibt sogar Hypnosetexte, die anscheinend wirken, um das innere Kind auszuheilen. Mir rat, mir ehrlich, lass die Finger davon. Warum? Wenn du dein innere Kind unbewusst verbannt hast, dann hat das auch einen Grund. Es ist mit einem Ereignis, einem Gefühl gekoppelt, das du unbewusst verdrängt hast. Somit wird dein Verstand ganz klar auch verhindern und du wirst mit dem nur an der Oberfläche kratzen, wenn du es selber machst. Das kann aber auch zur Folge haben, dass du etwas vorholst, wo du dich dann noch unwohler fühlst, weil es einfach nicht professionell ausgeheilt ist. Auch ich selber kann nicht die tiefen Prägungen von meinem inneren Kind ausheilen, weil sonst käme ich ja ohne Probleme in mein Unterbewusstsein in die allertiefsten Schichten.
und auch ich habe einen Verstand, der mich dort wieder austricksen. Ich habe auch schon oft von Kunden gehört sagen, das sei für sie kein Thema, sie haben ihr inneres Kind ausgeheilt mit irgendeiner Methode und das sei überhaupt nicht mehr relevant für sie. Als wir dann aber in die Hypnosesitzung gegangen sind, ist absolut herausgekommen, dass das innere Kind eben nicht ausgeheilt ist und das haben sie selber bemerkt, weil genau zu diesen Themen sehr negative Gefühle immer noch hochkommen. Wenn du schon an Blockaden, Ängsten, negativen und prägenden Ereignissen auf irgendeine Art Therapie, Coaching gearbeitet hast und du denkst, es ist ausgeheilt oder willst es selber überprüfen, kannst du das ganz einfach machen. Denk an ein Ereignis, denk an das prägende Ereignis, ein Problem, das du hast, das dich belastet und schließ ganz kurz einen Moment die Augen, sodass du dich voll und ganz darauf konzentrierst. Und dann schau mal bitte auf deine Gefühle. Ist das Thema, die Gefühle, die kommen im neutralen Bereich, kommen positive, neutrale Gefühle hoch, dann ist es wirklich bearbeitet und das Thema, das Problem erledigt. Wenn du jedoch mit geschlossenen Augen daran denkst und es kommen negative Gefühle auf, dann kannst du 100%ig darauf gehen, dass es nicht bearbeitet ist, nicht erledigt ist und dich weiterhin im Leben prägt. Auch hat das innere Kind mit den Arbeiten von inneren Frau, einem inneren Mann etwas zu tun, mit Frieden, Vergeben, Loslassen und Verzeihen. Denn solange du Wut, Missgunst, Zorn, Neid auf andere Menschen, auf Ereignisse hast, kannst du nicht wirklich deine innere Stärke leben. Es blockiert dich in vielen Lebensbereichen, ganz unbewusst. Auch das ist ein Teil dieser Sitzung, damit du wirklich frei, unbefangen, in Frieden und glücklich deinen Lebensweg kannst gehen. Zum Loslassen gehört auch dazu, sich von einem geliebten Menschen, der vielleicht viel zu früh, unverhofft aus dem Leben gerissen wurde, oder einfach ein Mensch, den du durch Tod verloren hast, die in dieser Sitzung in Frieden zu verabschieden. Und wenn nötig, auch noch das zu sagen, was ungesagt ist geblieben. Du wirst auch eine Antwort bekommen. Mach Frieden mit dem, was war, mit dem, was ist und verabschiede dich. Hör vielleicht auch noch wichtige Worte, die dir der geliebte Mensch wollte sagen. Ich garantiere dir, es wird dein Leben auf wunderbare Art und Weise verändern. Du wirst eine neue Lebenskraft, ein Glücksgefühl in dir spüren, das du so noch nie hast kennt. Es geht um dich, um dein kostbares Leben, das viel zu kurz ist, um mit Ballast herumzulaufen, der ausbremst. Auch ist die Ausheilung vom inneren Kind punkto allen Lebensbereichen sehr wichtig, weil du durch das viel widerstandsfähiger wirst, Lebenshürden viel leichter kannst meistern. Ganz egal, wo du gerade im Leben stehst, in welchem Problem du vielleicht feststeckst, gib nie auf. Denn es gibt immer einen Weg, eine Möglichkeit um eine Lösung. Wenn du Fragen hast, kannst du mich sehr gerne kontaktieren über meine Website. Dort findest du auch sehr interessantes, kostenlos findest Kurs und Ratschläge und Tipps. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback auf iTunes, eine Bewertung hinterlassen oder auch einen Kommentar. Und vielleicht hast du auch Interesse, dich auf Facebook mit mir zu vernetzen. Dort findest du auch immer Tipps, Ratschläge. Den Link findest du unten im Podcast-Beschrieb. Ich wünsche dir eine gute, erfolgreiche Zeit und sage dir Tschüss. Bis bald, deine Pierina Steiner.